Wir haben Mittwoch, den 27. Mai. Ich begrüße euch herzlich mit dem Losungstext von heute, Psalm 138, Vers 8. Der Herr wird's vollenden um meinetwillen. Merkt euch das mal gut. Und es geht weiter, Philipper 1,6 im Lehrtext. Paulus sagt, ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden, bis auf den Tag Christi Jesu. Alpha und Omega, der Anfang und das Ende, der angefangen hat, der wird es vollenden. Das dort so ein bisschen im Hintergrund ist für uns jetzt ein kleiner Arbeitstitel, für ein paar Gedanken sich darüber zu machen. Es gibt andere Bilder, wie zum Beispiel der Grundstein und nachher der Schlussstein oder auch Eckstein, wie er genannt wird. Der allererste, den man setzt, der allerletzte, den man dann noch einsetzt. Es gibt aus der Landwirtschaft das Bild von Saat und Ernte. Das erste, was auf dem Feld passiert, das letzte, was im Herbst auf dem Feld passiert. Es gibt auch der erste und der letzte, etwas, was Jesus davon geredet hat. Wir reden ja auch von der Schöpfung, ganz am Anfang, von der neuen Schöpfung in Jesus Christus, am Ende der Zeit. Wir reden von seinem ersten Kommen, in Armseligkeit, inkognito, und von seinem zweiten Kommen, von der ganzen Weltöffentlichkeit. Wir können auch denken an das erste Gebet, das man irgendwann gesprochen hat, unbeholfen, stotternd, jemand hat vielleicht sogar mithelfen dabei, also zum Beispiel eine Lebensübergabe, Jesus Christus eingeladen im eigenen Leben. Und nachher wird aus dem dann schlussendlich ein Lobgesang, eine Anbetung im Himmel ohne Ende. Unsere Blickrichtung dabei ist ja immer von dem aus, was wir wissen, von dem aus, was wir schon haben, von dem, was wir erfahren haben. Und nachher von dort aus probieren wir so ein bisschen auszuweiten. Extrapolieren kann man dem auch sagen. Das heisst, man hat dann eine Hoffnung, es ist ein bisschen eine Vorwegnahme vom Zukünftigen, aber die Form davon, da haben wir nur die vergänglichen bisherigen Vorstellungen, die wir dafür einsetzen. Das ist die Hoffnung. Und der Glaube heisst ja auch, wir schauen nicht auf das Sichtbare, sondern wir schauen auf das Unsichtbare. Also eine Blickrichtung, die wir eigentlich gar nicht kennt haben, wenn wir uns aneignen. Für ein bisschen zu demonstrieren, was das so heisst, für denjenigen, der den ganzen Überblick hat, vis-à-vis von dem, der eigentlich nichts weiss, habe ich kein besseres Beispiel gefunden als mein Hebräischlehrer. Die erste Lektion, wir blenden sie hier ein, ist das Alphabet und links oben steht der erste Buchstabe. Wir sagen dem Alpha, also der griechische Ausdruck. Aleph heisst das in Hebräisch. Also mit Aleph fängt alles an. Und nachher kommen dann auch noch 20 andere Buchstaben und keinen von denen habe ich je gesehen. Und jetzt wird mir erklärt, wie man die ausspricht. Und so fängt man an mit dem Alphabetisieren in Hebräisch und dann fängt man an, das erste Wörtchen stackeln. Und der Schüler, der das schlussendlich herbringt, vielleicht eine Zeile zu lesen und vielleicht ein Wort zu identifizieren, das sonst eigentlich nur einen Bahnhof versteht, der kann sich nicht vorstellen, dass er mal Texte aus der Bibel lesen in dieser sehr merkwürdigen Sprache. Die semitische Sprache, vielleicht ein Zehntel von diesen grossen Sprachfamilien, Sem, Ham, Japhet, hat eben eine komplett andere Funktion als unsere Sprache, ganz einen anderen Aufbau, sprachlich, grammatikalisch und. So liest man zum Beispiel von rechts nach links. Das geht uns natürlich komplett gegen Strich, erst recht, wenn man es dann mal lernen schreiben. Aber es ist immerhin eben die Herzseite, die man darauf zuschreibt. Oder wir haben nur zwei Zeiten, eine Alpha-Zeit, die Sachen, die schon abgeschlossen sind. Eben, wie der Paulus sagt, oder der schon angefangen hat und schon etwas mal hat gemacht, Punkt und Grundstein. Auf die andere Zeit, die unabgeschlossen ist, das ist die Zeit der Verheißungen, die Zeit von dem, was Gott noch schaffen will. Es gibt komplett andere Ausdrucksformen und Ausdrucksweisen. Die ganze Sprache ist vor allem auf das Verb aufgebaut, das heisst, Tätigkeit, das, was gemacht wird, hat absoluten Vorrang vor allem anderen. Die Verben selber sind aufgebaut, dass sie eigentlich mit zwei
Konsonanten die wichtigsten Grundbedeutungen haben und nachher endlos können abgewandelt werden mit einem dritten Konsonant und nachher vielen Modalitäten und vielen Anhängseln, die man diesen Verben anhängen kann. Man kann einen ganzen Satz in einem Verb ausdrücken. Alles zusammen ist in dieser Sprache Verb. Das heisst, was Gott tut, was die Menschen tun. Der Lehrer, der die Alpha gelehrt hat, oder eben Aleph, der nimmt dir am Schluss das Examen ab. Und er weiss es immer schon. Er weiss, er wird dich durchbringen. Es gibt hier und da bei jemandem, wo er weiss, er wird ihn auch nicht durchbringen. Vielleicht hat er noch eine zweite Chance, vielleicht besteht er die. Er kennt also Punkt Omega. Und du selber kommst an den Punkt Omega. Das heisst, du kannst, wie es zu meiner Zeit war, ohne Wörterbuch einen Bibeltext übersetzen. Schon nur das zu lesen ist etwas und nachher noch zu übersetzen. Das hat der Schüler, der Student nie gedacht am Anfang. Und vielleicht merkt ihr ein bisschen etwas von dem, wenn der Paulus sagt, der es angefangen hat, der wird es auch vollenden. Wir hätten das nie für möglich gehalten, was noch alles wird geschehen, was noch alles wird kommen und in was wir noch hineingerufen werden. Der Lehrer aber schon, der hat vom Anfang an, vom Ende her gedacht. Und jetzt sind wir bei dem Stichwort, das ich gerne beleuchte, nämlich Gott denkt immer vom Ende her. Er denkt nicht vom Anfang her und muss sich dann etwas einfallen im Verlauf der Zeit. Er wird noch überrumpelt zwischen vom Sündenfall und alles Mögliche. Und nachher muss er sich, eben, wie gesagt, arrangieren und einen Plan B durchziehen. Nichts von all dem, sondern er ist zielorientiert. Er weiss ja von Anfang an alles. Oder wie die Bundesräte viel sagen, er ist zielführend. Wir haben ein theoretisches Wissen von dem. Wir wissen ja zum Beispiel, Prophetie funktioniert so. Gott sagt etwas und 500 Jahre später trifft sie, 1000 Jahre später trifft sie und so weiter. Gott arbeitet auf die Stunde Null her im Alten Testament. Das ganze Alte Testament ist, wie wenn man rückwärts zählt, auf die Stunde Null her. 10, 9, 8, 7, 6 und irgendwann kommt die Stunde Null. Das Attentat auf einen Gottessohn, das ist wie Ground Zero. Und dann geht alles zusammen, was bisherige falsche Hoffnungen waren. Und du verstehst, aus diesem Trümmerfeld wird ein neues Leben, für uns eben auch ein neues Menschsein. Das ganze Alte Testament lebt von diesen Verheißungen. Es atmet die Spannung ist immer in der Luft. Es ist fast wie wenn man den Atem anhaltet zwischen. Wann wird das geschehen? Wann wird das kommen? Die Leute auf dem Feld sind, haben irgendwie etwas gemerkt von dem. Jetzt fängt das an. Aus unserer Sicht geht das alles irgendwie ein bisschen vorwärts. Aber aus Gottes Sicht läuft die Zeit rückwärts auf sein Ziel zu. Er zählt vom Ziel her. Am Ende checken das sogar die Jünger, dass ja schon lange alles fixiert war und dass die Zeit rückwärts gelaufen ist mit ihnen. Und von dann an gehen die Augen auf und sie erkennen ihren wirklichen Messias. Ja, wie sieht das praktische Wissen aus? Das war jetzt mal Theorie. Das, was man so ungefähr weiss über die Bibel, dass es Prophetie gibt, dass es Verheißung gibt, dass es Erfüllung gibt, dass es einen Anfang gibt, dass es ein Ende gibt. Aber für mich selber, was heisst das? Wie kann ich selber in der Zeit auch rückwärts gehen? Wenn du keine Verheißung hast oder keine persönlich für dich nimmst oder kennst, dann bist du ja immer in dieser Unsicherheit gefangen und für dich ist die Zukunft ein Niemandsland oder ein unbekanntes Land. Du weißt eigentlich nicht, woher du gehst. Aber sobald eine Reihe von Verheißungen dir selber gehören, dass du weißt, das gilt für mich, das ist meine Realität von morgen. Und aus dem heraus vielleicht auch Visionen hast. Das betrifft generell deine Berufung für im Himmelreich zu sein. Das betrifft aber hier auf der Erde eine ganze Reihe von Sachen, die auf dich warten, die auf dich abgestimmt sind, wo du dafür geschaffen bist. Wenn ich in dem bin, kommt langsam das hebräische Denken und ich denke gerne mehr vom Ziel her und nicht mehr vom Start. Ich denke von der Erfüllung her und nicht mehr von diesen anfänglichen, kleinen Kinderschritten. Und vielleicht fast automatisch werde ich in das Denken hineingeführt, das Gott selber schon lange hat. Ich kann es noch mit einem Schluss
Beispiel ein bisschen veranschaulichen, was das heisst. Ein Konflager, Stunde 0 im Oberengadin in Schampf. Die Situation ist so, alle Konfirmanden warten bei der Kirche auf das Abfahren von diesen 3 oder 4 Bussen, die wir hatten. Auch Eltern sind noch hierher gekommen, für den noch zu winken. Jetzt kommt auch noch das Ehepaar, das sich verpflichtet hat, eben mitzufahren und mir zu helfen, mir zu unterstützen. Sie kommen rauf, sie sehen die vielen Kinder, sie sehen die Busse, die parat stehen, sie sehen die Unruhe. Die Kinder warten natürlich nicht alle zusammen in Reihe und Glied, sondern sie zeigen alle ihre neuen Geräte, die sie mitgenommen haben. Zum Beispiel Walkman war dann gerade so en vogue. Und die vielen Eltern, die hier so ein bisschen besorgt sind und so ein bisschen wie Aufpasser im Hintergrund stehen, dass alles mit rechten Dingen zu und her geht. Und sie bekommen Panik. Und die beiden kommen zu mir und sagen, wir haben Angst, wir gehen wieder heim. Sie haben Angst und gehen wieder heim. Und bevor ich überhaupt reagieren kann, sehen sie schon wieder verschwinden, sie gehen wieder auf die Busstation, wo sie vorher sind ausgestiegen. Es gibt einen ganz peinlichen Moment, die Luft knistert. Und ich merke, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Ich weiß auch nicht, wie man das macht. Aber meine Entscheidung ist so. Gott führt uns ans Ziel. Er lässt uns jetzt nicht einfach das Zwei am Rücken, nur weil uns jemand anderes hat im Stich gelassen. Er wird uns nicht im Stich lassen. Im Gegenteil, er wird seine Macht beweisen. Und so sage ich, hört, ich muss heute telefonieren. Ein Raunen geht durch die Reihe, wie man so sagt, auch zum Teil ein bisschen Gelächter. Und irgendjemand hat noch einen Spruch gemacht über Gott. Und ich sage, ja, ich telefoniere natürlich nach oben. Ich bin am Telefon, ein Name ist mir eingefallen, er heisst Aschi. Ich rufe ihn an. Am anderen Ende passiert Folgendes, der Aschi ist gerade zur Tür raus, mit dem Badtüchli unter dem Arm, geht er zum Velo, er will nach Thun ins Strandbad. Er sagt, es ist heute mal ein schöner Sommertag nach langer Zeit, ich will mich ein bisschen entspannen, jetzt hatte ich eine strenge Woche gehabt. Er hört das Telefon drinnen. Er sagt, ach was, das kann mir jetzt niemand nehmen, dass ich mich endlich ein bisschen entspannen kann. Ich gehe jetzt halt einfach. Und er sagt, ja, vielleicht ist es ein wichtiges Telefon. Er geht noch mal rein und dann hört er mir sagen, am anderen Ende, «Los Aschi, ich habe da Häufen Konfirmanden, mein Chauffeur hat mich jetzt im Stich gelassen, könntest du uns einen VW-Bus voll von denen ins Oberengadin fahren, und zwar jetzt.» Ich muss nicht lange warten, dann kommt die Antwort. Der Aschi sagt, ich komme. Ich kann zurück zu den Eltern und sagen, der neue Chauffeur kommt gerade. Ja, in 10 Minuten ist er da. Wir fahren jetzt Engadin. Stunde 0 findet statt im Engadin. Ich habe zur rechten Zeit für die Übergabe von diesen Truppenunterkünften, die ich gemietet habe, den Schlüssel entgegennehmen. Und alle zusammen ein bisschen etwas von dem können sehen. Gott denkt vom Ende her, er hat schon alles im Griff gehabt, er hat schon alles gewusst und er hat uns nicht am Seil runterlassen. Genau etwas so wünsche ich für heute.